Merci, Herr Präsident. Sprecher von der Koalitionsparteien sind mitte nicht mitgehend 40 von dieser Reform an den höchsten Teilen zu löwen an der 40 Jahren. Und effektiv mit diesem Gesetzesprojekt in eine Ritsch Verbesserungen und der Ausrichtung vom aktuellen Congé parental vorgeholt und das für uns für allem an zwei Kernbereiche. Erstens an angefangen bei der Indemnität vom Congé parental, die kein fixen Montant mehr soll sein, mehr bloß eine Art Zusatzersatzlohn durchstellen soll. Ähnlich wie das bei anderen Revenu de Remplacement de Fall ist, soll den Ausgleich, wann auch plafoniert, für die Unterbrechung von der klassischen Berufskarriere sein. Und um das Möglichkeit schaffen für Beruf und Kannererziehung, wie einfach auf ihn anzupassen. Das ist am Interesse von beiden Partnern an einer Koppel. Und es gibt sich an einer berechtigter Weise hofft, dass das den positiven Effekt sowohl auf die Berufskarriere von Frauen wird tun, wie auch einen weiteren Anreiz für Männer schafft, für sich verstärkt im Kant kümmern zu können. Den Ersatzlohn geht endlich und den Index gebunden. Respektiv den ewigen Plafond geht und die Entwicklung vom Mindestlohn angepasst. Klimmt der Mindestlohn, so klimmt auch der Plafond vom maximalen Betrag vom Ersatzlohn. Dummer gibt es endlich die komplett unsozial Desindexierung von der CSV-LSAP-Regierung von 2006 rückgängig gemäht. Wir begrüßen das ausdrücklich. Beim zweiten Punkt, der Flexibilität, auch da gibt es formal Verbesserungen. Der Congé parental kann bis zum Alter von 6 und nicht wie für bis 5 Jahre angefragt gehen. Die zwei Älteren können gleichzeitig den Congé parental holen. Und generell gehen Konditionen, wie überhaupt können an den Genuss von dem Congé parental zu kommen, vereinfacht. Auch wenn das positiv Veränderungen sicherlich nicht zu ignorieren sind, so bleiben doch aber ein ganz rich kritisch frohen an kritische Bemerkungen zu machen, gerade an denen zwei Bereiche Flexibilität und Ersatzlohn. Weil unter dem Begriff Flexibilität kann ich ganz viel verstehen. Gutes und Schlechtes, die entscheidend froh ist aber Flexibilität für wen? Und davon nicht zu trennen, wen dezidiert über die Flexibilität. Wir werden an den nächsten Wochen hier an der Chambre nach mehr mit diesen Fragen zu dienen haben, besonders im Zusammenhang mit der Reform vom PAN-Gesetz. Weil auch da geht es um Flexibilität. Flexibilität, die in dem Fall vom Salarié aufgefordert wird. Bei diesem Projekt hier, so heißt es, soll es um Flexibilität für den Salarié gehen. Eine Flexibilität, die den Leuten ermöglichen soll, Beruf und Kannererziehung besser mit ihnen zu verbannen, also eine Idee, der ich grundsätzlich nicht mehr zustimmen kann. Wenn man sich nur aber den Text hier anguckt, da stellt ihr fest, dass es eigentlich just ein neues Element von Flexibilisierung gibt, das es wirklich recht vom Salarié durchstellt. Nämlich, dass es der Congé parental plein temps nicht mehr muss 6 Monate, mehr auch kann 4 Monate holen. All die anderen Modelle von Flexibilität, das heißt halbtägig oder 20% Männer schaffen, respektive 4 Mal im Monat Congé parental holen, sind alle gut immer gebunden und den Akkord vom Patron. Wenn aber die neue flexiblen Möglichkeiten vom guten Willen vom Patron aufhängen, da stellen sie kein wirklich recht durch. Über all Wunsch vom älteren Teil auf mehr flexiblen Congé parental dezidiert an letzter Instanz der Patron. Für Beruf und Familie können zusammenzubringen, sind Leute also weiter von den ökonomischen Interessen oder den Desideraten von den Patronen abhängig. Das kritisiert doch zu Recht Salariatskummer hier immer wie zu diesem Projekt ermengt, dass da die eigentlich fortschrittliche Idee von der Flexibilisierung vom älteren Congé eigentlich schon von Anfang an hypothekiert wird. Sie mengen sogar, Zitat, ce qui va mettre en échec la réforme. Zugang zu diesen neuen flexiblen Modellen, die wie gesagt Zustimmung vom Patron brauchen, wo just die Leute, die an nicht mehr wie ein Kontrakt tun, an den Kontrakt mehr wie Teilchen von der Regelarbeitszeit durchstellt. Leute, die 40 Stunden schaffen, aber mehr Arbeitsverträge schon, können nicht von diesen neuen Mesuren profitieren.
An andere Weder heestat dat weiterhin den einzige Modell, bei dem et klar Rechter op ältere Congé gëtt, den ass vum Congé parental plein temps. Grad do wollt Gesetz jo awer nei Wehr an neue Meiglechkeeten opmachen fir d'Älteren. An dieser Ambition gëtt den Text an der heutiger Fassung net gerecht. Weiter Neuerungen, die sich auch gut unheieren, an eng positiv Flexibilität für die Salarie durchstelle könnte sinn, erstens der Rufsätze von der Mindeststundenzahl op 10 Wochestunden, die ihr braucht, wir können Urrecht op Congé parental zu holen, und zweitens Kumulieren von mehr Arbeitsverträgen. Das ist effektiv eng neu an der neue gut Ouvertür, die die sozialen und arbeitsweltlichen Realitäten von ganz vielen, und noch besonders jungen Leid entspricht. Das Problem ist auch nicht nimmen, dass Leute mit mehr Arbeitsverträgen nicht dürfen auf die neue flexibel Formen zurückgreifen. Nein, für überhaupt können die klassische Congé parental à plein temps unzufrohen, brauchen sie den Akkord von all ihren Patronen. Hol mal ein Beispiel. Carol. Carol schafft ungemeldet als Haushaltshilfe bei 3 verschiedenen Ménagen sommer 4 Stunden die Woche. Daneben geht Carol nach 8 Stunden bei einer kleinen Entreprise putzen und hilft Weekends 6 Stunden an einem Restaurant als Aushilfe. Carol geht also 26 Stunden bei 5 verschiedenen Patronen arbeiten. Mit diesem neuen Projekt kann Carol le Congé parental plein temps aufrufen. Das ist neu. Und das ist auch gut so. Den Haken dabei ist aber, Carol kriegt just von all seinen Patronen, die wir da auferstanden sind. Es geht durch, dass von ihnen, also von denen 5, das nicht will, dann ist es essig, am Carol seinem Wunsch, sich für ein halbes Jahr just seine Kant zu kümmern. Das Beispiel weist, dass der Gesetzestext zwar gut klingt und noch gut Intentionen hat, aber für ganz viele Leute riskiert, um die Realitäten von der Arbeitswelt zu scheitern. Und dabei ist Carol genauso wie andere Leute, die mehr wie einen Arbeitsvertrag haben, eins, dass los schon unheimlich flexibel muss sein, für was runter zu kommen. Und das ist ein Paradox von diesem Projekt. Je mehr Flexibilität Leute durch ihre Arbeitskonditionen müssen und den Dach legen, desto größer sind Schwierigkeiten, für an den Genuss von den positiven Elementen von diesem Gesetz zu kommen, respektive desto größer als die Abhängigkeit vom Patron. Ähnliches gilt auch für den Ersatzlohn. Auch wenn wir das Prinzip vom Revenu de Remplacement ausdrücklich begrüßen, so muss man aber feststellen, dass es für allem Leute mit niedrigen Löhnen an oder nicht vollen Taschen sind, die riskieren, Männer zu kriegen. Auch hier rechnet Salariatskummer 4, dass es für die Leute mit prekären Arbeitsverhältnissen sogar partiell zu Verschlechterungen kommen kann. Herr Präsident, das Gesetz bringt auf wesentlichen sich Verbesserungen, notamment was die Konzeption vom Ersatzlohn angeht, und noch weiter, was noch beschränkten Flexibilität für beide Älteren. Dafür werden wir dieses Projekt auch unterstützen. Wir hätten uns aber gewünscht, die Regierung wir nicht halbe Weg stehen bleiben und hätte wirklich ein durchsetzbares Recht für die Salarie und mehr Flexibilität an diesem Projekt verankert. Gerade auch für die Leute, die prekär Kontrakte haben oder die am Niedriglohnsektor beschäftigt sind. Weil das ist das eigentliche Problem an unseren Nahen und nicht, wie die Redner von der ADR oder vom CSV gesagt haben, dass den Patron, die Rechte vom Patron eingeschränkt gehen. Etwas ist für uns klar. Eine wirklich bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie erreichen wir just durch eine substanzielle Reduzierung von der Regelarbeitszeit. Und dafür geben wir heute höchste Zeit gehen. Merci. Merci auch dem Herrn Baum. Antwort hat laut Familienminister Madame Corinne Kern.